denken es euch wie YouTube mit der Watchtime. Spotify will halt, dass du nicht abschaltest. Die wollen ja, dass du weiter streamst. Und ein Playlist-Room, wie jetzt ein Rap Caviar, so, wenn du in der Rap Caviar nachher Play drückst, Spotify kann relativ gut, und das wissen sie schon seit Jahren, relativ gut, wie die Skip-Rate ist von einer Rap Caviar. So. Also wenn es jetzt nicht gerade ein Song ist, wo komplett unkonventionell, mega experimentell ist, und sagen wir jetzt mal die meisten Songs, wo sie einfach futtermässig dort rein tun, so. Und ja, wir reden da von riesigen Songs. Aber für Spotify, sozusagen für den riesen Apparat Spotify, ist das einfach nochmal Futter, noch mehr Releases, die sie dort rein tun können. Aber eine Userin, jetzt gehen wir von Konsumentensicht so, eine Userin, die dort reingeht, in die Playlist, in den Raum, stellt euch das wie so als Raum vor, Spotify kann das relativ genau kontrollieren, wie lange du in diesem Raum verweilen wirst oder bleiben wirst. Sie checken nachher natürlich ab, die Skip-Rate von diesem Song ist recht hoch, so, dann tun wir den Song runter, dann tun wir irgendeinen anderen Song testen. Oder in dieser Zeit testen sie irgendwie 5 andere Songs testen und wissen, hey, mit diesen 5 anderen Songs bleiben die Leute länger in diesem Playlist-Raum. So. Und weil wir ein bisschen abgedriftet sind, aber das ist einer der Gründe vielleicht auch, oder meiner Meinung nach einer der Gründe, wieso Spotify nachher nicht wirklich Interesse hat, dich von diesem Playlist-Raum auf ein Artist-Profil zu schicken. Weil auf dem Artist-Profil ist die Konsumation ein bisschen mehr random. So. Nochmal, das Beispiel haben wir gemacht mit der Rap Caviar, weil wenn sie wissen, was die Skip-Rate ist innerhalb von der Playlist von dem Song XYZ, dann können sie das irgendwie rauskorrigieren und die Leute bleiben länger auf Spotify und playen die Songs. Es würde jetzt um das gehen, so in dieser Logik, sage ich jetzt mal, oder in dieser Theorie, die wir da jetzt umspinnen. So. Und natürlich wissen sie auch, wenn du auf dem Weekend-Account bist oder auf dem Cine-Account oder auf dem AJ da, wo wir da gerade offen haben, also egal, ob jetzt Schweizer Accounts oder internationale, dort wissen sie auch individuell, welcher Song welche Skip-Rate hat. Aber stellt euch das wie Räume vor. Also sie wissen dann auf dem Album oder auf dem Songtrack-Listing von einem Artist, von einem Schweizer Artist, wenn sie dann in diesem Raum sind, wissen sie, Track 1 wird so viel weggeskippt, Track 2 so viel und wo man dann weitergeht. So. Und Spotify wird einfach vor allem nicht, also ist jetzt meine Vermutung, so wie bei YouTube und all diesen anderen Plattformen, die wollen, dass du auf der Plattform bleibst, schon gar nicht aus der Plattform rausgehst. So. Und Playlists sind dann einfach ein dankbares Instrument, wie du halt Konsumation sehr einfach in einer Box kannst behalten. Also dass die Leute nicht abschalten. Wie bei einem Fernseher, denken wir das wie früher, wie bei einem Fernseher, wo man dann auch abschaltet. Das ist der Super-GAU, das darf gar nicht passieren am Schluss. Oder?